So. Hey, es ist wirklich warm. Es ist eben, die das erste Mal da sind, wissen nicht, dass wir uns immer extra warm anlegen für die Vineyard, weil es da immer so kalt ist. Darum, wir haben alle ein Unterliebli extra an und haben jetzt alle schön warm. Wir haben ein Jahresthema, der Sven hat das schon so schön gesagt. Und zwar heisst das Jahresthema «Zusammen mit Jesus». Wir wollen Sachen zusammen machen, als Gemeinschaft, als Freunde, als Familien. Aber wir wollen es nicht nur zusammen machen, sondern wir wollen es mit Jesus machen. Ich habe euch 3 Geschichten mitgebracht, die ich euch erzählen, die das auf eine mega schöne Art zeigen, wie das aussieht. Vor 2 Wochen bin ich am Morgen am Arbeiten. Und jemand von meiner Familie war zum Glück gleich daheim, weil es hat geläutet an der Tür. Und eine Nachbarin ist da gestanden, völlig durcheinander und hat gesagt, mein 4-jähriger Sohn ist nicht mehr auffindbar. Er ist irgendwo davon gespaziert, wir finden ihn nicht mehr. Kannst du beten? Sie hat eigentlich zu mir wollen, ich bin nicht da gewesen, betet ist trotzdem geworden, mega cool. Und sie hat mir nachher, die Person, die daheim war, hat mir nachher geschrieben, könntest du bitte auch noch beten? Sie findet ihren Sohn nicht mehr. Die Frau ist nachher schnurstracks quer durchs Quartier, ans andere Ende, zu einer Frau, die auch in der Vineyard ist, die auch Teil von unserer Gemeinschaft ist, wo wir uns regelmäßig treffen, und hat gesagt, mein Sohn ist verschwunden, kannst du mir helfen suchen? Und die ist los und zusammen haben sie ihn gefunden, hinter dem Sofa. Das ist doch immer so, oder? Mega fies. Niemand hat es böse gemeint, alle sind sicher und wohlbehalten, wir sind Gott mega dankbar. Alle, die Kinder haben, verstehen, was da für ein grosser Stein vom Herz geht. Das ist die eine Geschichte. Die nächste Geschichte hat sich im Coop zugetragen, an einem Samstag kurz vor Ladenschluss. Jemand aus der Vineyard hat noch schnell etwas posten, weil spontan Gäste geblieben sind. Und hat an der Kasse gesehen, dass da ein Bärli sitzt und die Kassiererin sagt zu denen, so, jetzt muss es dann aber schon langsam klappen. Und Einkaufssäcke mit Sachen. Und sie hat gefragt, gibt es irgendein medizinisches Problem oder so? Und hat die Verkäuferin gesagt, nein, das Kärtchen von denen funktioniert nicht. Und die Person aus der Vineyard hat gefunden, also sind es Lebensmittel? Die Verkäuferin gesagt, ja, also ich zahle das. Hat den Leuten gesagt, hey, es ist bezahlt, die dürfen heim. Die Leute völlig, warum? Vor allem der Mann hat es nicht verstanden, hat mehrmals sie gefragt, ist die mit dir im Yoga oder von wo kennst du die? Sie haben sich wirklich nicht gekannt. Die Frau sagt, nein, schau, ich habe einfach etwas Gutes tun, geniesse das Wochenende und geht. Ist draussen und merkt, es lässt mich nicht los. Irgendwie haben die ausgesehen, als bräuchten sie Hilfe. Geht nochmal zurück, hat Visitenkärtchen von der Vineyard Olten im Hosensack und sagt, hey, einfach falls ihr Hilfe bräuchtet, das wäre ein guter Ort zum Hilfe zu bekommen. Es gibt Kärtchen. Geht heim. Ein bisschen später erzählt mir jemand, du, es ist etwas Lustiges passiert. Ich komme am Sonntagmorgen in den Gottesdienst und dann treibt sich da ein Mann um, der so ein bisschen verloren ausgesehen hat. Und ich habe gefragt, was er möchte. Und dann sagt er, mir hat letztens jemand den Einkauf gezahlt und hat gesagt, ich soll doch mal hierher kommen, da komme ich Hilfe über. Und dann haben die 2 ganz lang zusammen geredet, er hat alle Fragen gestellt. Er hat dann gefunden, er sei zu wenig schön angelegt zum Kommen, er komme ein anderes Mal wieder. Hat alles nichts genützt, er hat wirklich nicht so kommen, aber irgendwie haben das Zusammenspiel von dieser Frau, die den Einkauf gezahlt hat, und sie, die den Mann draussen getroffen hat, und Jesus, der seinen Teil dazu beigetragen hat für das Bärli, oder ob es das Bärli ist, oder einen Ort geschaffen, wo sie wissen, da kommen wir Hilfe über. Ich habe noch eine andere Geschichte von jemandem, von einer anderen Kirche weiter weg, FMG Bern. Das ist ein älteres Ehepaar, sehr introvertiert, das aber mega gerne möchte, dass die Menschen um sie herum Jesus kennenlernen. Sie haben jemanden aus ihrem Haus, also mindestens seit über einem Jahr, alle Wochen zum Znacht eingeladen. Und sie haben immer am Anfang einfach zusammen gebetet und sonst sind Gespräche aber nie tiefer geworden. Eines Morgens läutet es an der Tür. Die Frau macht auf, der Mann steht dort und sagt, könntest du mich in die psychiatrische Klinik fahren? Ich habe mich gestern versucht umzubringen. Er hat gewusst, wo er her muss. Und sie hat gesagt, ja, natürlich. Er hat alles stehen und liegen lassen, ihren Mann informiert, ist mit ihm in die Klinik gefahren. Wo er Wochenende hatte, ist er mit ihnen in den Gottesdienst gekommen, hat angefangen, Jesus kennenzulernen, hat gemerkt, dieser Ort ist safe, da bin ich sicher. Und hat angefangen, sein Leben zu verändern und hat wieder Hoffnung geschöpft. Das passiert, wenn wir Sachen zusammen mit Jesus machen. Leben werden verändert, Hoffnung kommt rein. Ich bin überzeugt, wir brauchen einander.
Ich bin wirklich so etwas von überzeugt. Gestern hat jemand, den ich kenne, die Aussage gemacht, eigentlich braucht jeder einmal im Leben eine Therapie. Ich bin nicht ganz einig. Ich finde, wir dürfen ein bisschen verschroben und kaputt bleiben manchmal. Es muss nicht alles geheilt und repariert werden. Aber was ich schon glaube, wir alle brauchen Menschen um uns herum, die zu diesem Heilungsprozess beitragen. Und ich glaube, es braucht therapeutische Hilfe manchmal, versteht mich nicht falsch. Aber einfach das Zusammen, die Gemeinschaft, das ist das, was uns schlussendlich Heil durchs Leben kommen lässt. Und wo Sachen in Ordnung bringt, die sonst alleine mega schwierig zu tragen sind. Aber gleichzeitig bin ich überzeugt, wir brauchen auch Jesus. Wir haben angefangen, an die Frage zu stellen, warum bist du mit Jesus unterwegs? Ich wollte sie heute beantworten und habe gemerkt, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto schwieriger wird es. Kennt ihr das auch? Wenn man frisch Christ wird, ist es relativ einfach, denkt es mir. Und je länger dass man ihn kennt, desto viel mehr Gründe gibt es. Warum? Eigentlich müsste die Frage heissen, warum nicht mit Jesus? Aber ich kann es euch sagen, ich habe in mir immer schon gespürt und bis heute eine tiefe Sehnsucht nach Ganzheit, nach Heilung, nach all dem Kaputt um mich herum, das gut werden sollte. Wenn ich in die Welt schaue, merke ich, dass etwas in mir sich so sehnt danach, dass es gut wird. Wenn ich mein Leben anschaue, mit all diesen unreifen Ecken und Kanten, mit all diesen Orten, wo ich nicht so bin, wie ich gerne wäre, all die Orte, wo ich lieblos bin, wo ich kurz angebunden bin, wo ich nicht so lebe, wie ich das gerne würde, wo ich Kompromisse eingehe, wo ich nicht will. Und ich merke die Sehnsucht in mir nach Ganzheit. Und für mich ist Jesus wirklich der Retter. Jesus, der alles gegeben hat und wo mir in dieser Sehnsucht entgegenkommt, weil ich weiss, es wird der Moment kommen, wo die ganze Welt geflutet wird sein mit seiner Gerechtigkeit, wo alles gut wird, alles ganz wird, alles heil wird für die das möchten. Aber gleichzeitig für mich, er ist immer da gewesen, wenn ich es nicht selber machen konnte. Er war da gewesen, als ich kurz nachdem wir geheiratet waren, überzeugt bin, jetzt schon unsere Ehe am Ende. Als ich eine Nacht lang wach gelegen bin und mich an ihn geklammert habe und gesagt habe, hey Jesus, jetzt musst einfach du. Er war da gewesen, wo unsere Tochter nicht mehr gewachsen ist im Bauch. Und die Ärztin gesagt hat, so Kinder werden manchmal tot geboren. Er ist da jedes Mal, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Er ist da, wenn ich Konflikt habe und weiss, ich habe mich falsch verhalten. Jesus rettet mich x-mal am Tag, immer und immer wieder. Und das heisst nicht, dass immer alles gerade gut kommt, aber es heisst, dass er es immer übernimmt, dass er immer reinkommt. Und darum, ich will wirklich nicht mehr ohne Jesus. Und ich freue mich so auf den Moment, wenn wir ihn wirklich so gegenüber haben und wir so gehebt werden von ihm und er uns anschaut und sagt, hey, ich bin immer da gewesen. Genau. Jesus ist einfach wirklich super. So ein Wert mit ihm zusammen. Darum bin ich unterwegs mit ihm. Und ich bin überzeugt, alle Menschen brauchen Jesus. Aber eben nicht nur, damit wir in den Himmel kommen, was sowieso ein bisschen Quatsch ist. Weil Jesus redet von neuen Himmel, neue Erde. Nicht, wir sitzen alle im Himmel auf irgendwelchen Wölkchen. Sondern das, was er am Anfang gemacht hat, wird wieder Realität. Eine Schöpfung so schön, wie wir sie uns noch nie vorstellen können. Aber wir brauchen Jesus auch, damit wir in diesem Leben nicht verloren gehen. Und wer ehrlich ist, der weiss, dass das Leben und die Welt nicht immer ein sicherer Ort ist. Und das weiss jeder. Für das musst du nicht Christ sein. Für das musst du nur am Morgen die Zeitung lesen. Oder dein eigenes Leben mal ein bisschen anschauen. Oder in deine Familie schauen. Du siehst, das Leben ist nicht einfach ein Vergnügungspark. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen um mich herum ein bisschen so leben. Wir haben einmal ich habe mittlerweile Teenies, aber wo unsere Kinder klein waren, haben wir Versteckis gespielt. Kennt ihr die Ikea-Regale mit diesen Boxen, oder? Wo man kann, das sind so viereckige Löcher in dem Gestell. Und eins von unseren Kindern, 2-, 3-jährig, ist einfach in so eins rein, hat den Kopf hineingesteckt und hat das Gefühl gehabt, wir sehen es jetzt nicht. Wir haben ein Foto gemacht, bevor wir es gefunden haben. Aber oder kleine Kinder haben das Gefühl, wenn man mich nicht sieht, wenn ich nichts sehe, dann sehen wir mich auch nicht. Und so leben ganz viele Menschen heute. Ich habe eine Freundin, die im Moment gerade straube Geschichten rundherum hat mit Krebserkrankungen. Und sie ist nicht so mit Jesus unterwegs wie ich. Und sie hat gesagt, weisst, ich habe mir so eine gute Sicherheit aufgebaut. Und jetzt merke ich, dass es überhaupt nicht verhebt. Das kommt einfach trotzdem nach.
Und ich glaube, das ist das, was viele machen. Wir alle spüren die Hilflosigkeit, Spielball sein von Menschen, Diagnosen, Naturgewalten. Und unabhängig davon, wie wir darauf reagieren, oder? Wir können in Aktivismus verfallen, wir können einfach nicht heranschauen und so tun, als wäre alles gut. Wir können verzweifeln, unabhängig davon. Suchen wir alle einen sicheren Ort. Ein Ort oder Menschen, wo ich weiss, da bin ich safe. Ein Ort, wo ich weiss, da komme ich praktische Hilfe über. Aber auch ein Ort, wo ich weiss, da kann ich mit Jesus anfangen unterwegs sein, wenn ich das möchte. Wir alle brauchen so Häuser, wo Hoffnung regiert, wo nicht billiger Optimismus oder schnelle Antworten kommen im Sinn von, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Oder, hey, das kommt schon gut. Oder Karma regelt. Also, ich finde das nicht so tröstlich. Wir brauchen Orte, wo Menschen sagen, ich habe schon so viel gesehen in meinem Leben. Ich habe viel zu viel gesehen, als dass ich noch Hoffnung verlieren würde. Orte, wo Menschen sagen, ich weiss, was Tragödien sind. Aber ich weiss eine Hoffnung, die verhebt. Und darum kannst du bei mir sicher sein. Wir brauchen Häuser und Menschen, die nicht weggeschwemmt werden von einer Diagnose. Wir brauchen Menschen, die auf einem Boden stehen, der nicht wankt, wenn sie von Affären oder von Totgeburten hören. Von Sucht und von Gefängnisaufenthalt oder von Missbrauch und Suizidgedanken. Und Leute, das ist im Fall nicht weit weg. Wir alle haben Menschen in unserem Umfeld, die diese Sachen erlebt haben. Ich kann dir von jedem von diesen Situationen mindestens 2 Leute sagen, die das erlebt haben, aus meinem näheren Umfeld. Es ist nicht so weit weg. Und wenn du das Gefühl hast, es ist weit weg bei dir, dann haben es dir die Leute einfach nicht erzählt. Wir brauchen Häuser, die gefüllt sind mit Menschen, die anderen auf Augenhöhe begegnen. Menschen, die dich so lieben, einfach wie du bist, unabhängig von ihrer Tagesform. Und wir alle sehnen uns doch nach so Menschen. Ich brauche so Menschen und so Häuser in meinem Umfeld, ganz, ganz dringend. Ort, wo ausgesprochen wird, was Jesus über mich denkt. Menschen, die einspringen, wenn ich nicht mehr kann. Letzte Woche hat jemand mir gesagt, komm, ich hole deine Tochter. Ich bringe deine Tochter heim, du musst sie nicht abholen. Ich war so müde. Wir brauchen so Leute. Wir brauchen Leute, die, wenn sie auf Besuch kommen, ihr Essen selber mitbringen und am Schluss sagen, weisst du was, ich mache dir noch den Abwasch, weil ich sehe, dass du nicht mehr so magst. Wir brauchen Menschen, die einfach so 2 Zöpfe backen und die eine verschenken. Einfach, weil sie dir eine Freude machen wollen. Wir brauchen Menschen, die uns ins Spital fahren und die uns beistehen, wenn unsere Liebsten im Spital sind. Wir brauchen Menschen, wo man einfach schreiben kann, hey, ich brauche Hilfe. Menschen, die mir herflüchten können, wenn sie Hilfe brauchen. Wie die Frau, die ihren Sohn gesucht hat. Wir alle wünschen uns so Menschen und wir alle wünschen uns doch, wenn wir ehrlich sind, Häuser zu sein, die so auf einem Felsen stehen, die so verheben, dass Menschen dort reinkommen, Schutz suchen. Jesus erzählt die Geschichte von so einem Ort, von so einem sicheren Ort, von einem Ort, wo, egal ob es regnet oder stürmt, nicht kaputt geht. In Matthäus 7,24 sagt er, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Wir leben in einer Zeit, wo es scheint, als würden die Häuser reihenweise fallen. Als würden die Lebenshäuser, die man sich aufgebaut hat, die man sich teuer erkauft hat, mit Zeit und Arbeit und Geld, so schnell nichts mehr wert sein und zusammenstürzen wie irgendwelche Kartonhäuschen. Aber Jesus sagt, wenn ihr euer Haus auf diesen Felsen baut, wenn ihr hört und macht, was ich sage, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann wird euer Haus heben, wie wenn es auf einem Felsen steht. Okay, schön, Jesus, aber jetzt haben wir ein Problem. Es gibt ja doch ein paar Sachen, die man machen müsste. Und wenn das wirklich so ist, dass wir alle das machen müssen, was du sagst, also mein Haus steht dann nicht immer auf dem Felsen, ehrlich gesagt. Also, oder je nach Tagesform. Weil wo fangen wir an? Soll ich jetzt zuerst all meinen Besitz verschenken oder zuerst Gefangene besuchen, Kranke besuchen
Und dann sollte ich ja auch noch all die grundlegenden Gebote halten, von nicht stehlen, nicht lügen. Stehlen bringe ich, glaube ich, her, je nachdem, wie du es definierst. Lügen wird schon ein bisschen schwieriger, je nachdem, wie du es definierst. Und dann hat Jesus ja all die Gebote noch enger gefasst und gesagt, wenn du schon nur eine Frau begehrlich anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Ich habe jetzt nicht so Mühe mit Frauen begehrlich anschauen, aber ich verstehe das Prinzip schon ziemlich gut. Aber zum Glück hat Jesus das grosse Ganze für uns zusammengefasst und der Paulus hat es nachher bestätigt. Es gibt den Moment, wo Jesus gefragt wird, Meister, welches ist denn das wichtigste Gebot? Er sagt, wahrscheinlich ist es ganz einfach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und das nächste ist genauso wichtig. Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Alle Gebote und alle Forderungen gründen sich auf diesen 2 Geboten. Und der Paulus tut es nochmal ausdeutschen für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir alles daran setzen, ihn und unsere Nächsten zu lieben, dann steht unser Haus auf Fels. Und das heisst nicht, dass wir alles richtig machen müssen. Das ist eine Haltung, die sich zeigt in aktiven Sachen, die wir machen. Und ja, vielleicht wird dein Gartenzaun umknickt oder es pustet dir mal das Dach weg. Das heisst nicht, dass du nie nass wirst. Aber das heisst, das Fundament, wo dein Leben drauf steht, dich wird durchtragen bis über den Tod raus. Bis in die Ewigkeit. Ja, so gut, nehmen wir an, das ist es. Aber wie lieben wir unseren Nächsten? Es gibt Sachen, die können wir ganz praktisch machen. Der Nächste Liebe, das sieht man. Liebe ist ein Tu-Wort. Lieben ist ein Verb. Das ist etwas, was man macht. Nicht primär etwas, was man fühlt. Wer schon lange geheiratet ist, weiss das. Das heisst nicht, dass ich nicht immer wieder die Gefühle habe für meinen Mann und wirklich mega verliebt bin, was auch, wer ihn kennt, weiss, ist auch nicht so schwierig. Aber aber das heisst, dass ich auch, wenn ich einen Kaffee rauslasse, ihn frage, willst du auch einen, wenn er mich gerade aufregt? Das ist Liebe. Und dass ich, wenn er irgendetwas vergessen hat zu machen, nicht einfach schimpfen und machen, sondern es schnell für ihn erledigen. Liebe zeigt sich ganz praktisch. Liebe zeigt sich, wenn man da ist für Menschen. Wenn man gefragt wird, fahrst du mich schnell ins Spital, sagt ja, natürlich. Liebe heisst, dass man jemandem etwas zu essen vorbeibringt, wenn man das kann. Liebe heisst, dass man jemandem mal den Kaffee zahlt. Wir haben immer... Das ist eine gute Idee, gell? Liebe heisst, dass man zulässt, wenn einem jemand etwas erzählt. Liebe kann heissen, dass man jemandem sagt, hey, ich lese deine Bewerbung durch oder du kannst mich als Referenz angeben in deinem Studium. Liebe zeigt sich ganz praktisch. Liebe zeigt sich, wenn man jemandem die Wäsche wäscht oder auf den eigenen Spot im Wäschkeller verzichtet, weil man weiss, sie haben gerade Magen-Darm-Grippe mit kleinen Kindern. Liebe ist aber auch, dass wir das Kostbarste, das wir haben, mit ihnen teilen. Das kommt erst später, das ist falsch eingefügt. Liebe heisst auch, dass wir das, was wir für unser Leben als wichtig erkannt haben, mit ihnen teilen. Wenn Leute mit mir unterwegs sind und ich würde ihnen nie von meinem Mann oder meinem Kind erzählen, dann würden sie sich zu Recht fragen, ob die mir wirklich so wichtig sind, wie ich das sage. Und das Gleiche ist mit Jesus. Wenn Jesus wirklich so wichtig ist für mein Leben, dann nachher werden das Leute um mich herum erfahren. Dann müssen sie das erfahren. Wenn Jesus mich wirklich gerettet hat und immer wieder rettet, dann ist das der Ort, wo ich Menschen herbringe, wenn sie verloren sind. Weil, sind wir ehrlich, Kaffee machen, Wäsche waschen, Taxidienst, das rettet Menschen nicht. Das ist da... Wow. Guten Morgen, danke, ja. Das rettet Menschen nicht. Das ist wie wenn irgendwo ein Haus brennt und alle helfen, die Sachen rauszutragen. Und niemand kommt auf die Idee, die Feuerwehr anzurufen. Man kann das schon machen. Es ist einfach nicht ganz so hilfreich, wie wenn man noch die Feuerwehr anruft. Und das ist das, was wir machen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und was ganz wichtig ist zum Verstehen,
Die Menschen sind nicht wir, sind schlussendlich der sichere Ort. Wir sind der sichere Ort, wenn wir Menschen verweisen auf etwas. Wenn wir auf der ganzen Welt wandern. Schottland, Irland, aber auch in Afrika hat es das zum Teil bei den Karawanenrouten, hat es so Steintürmchen. Und die sind dazu da, dass man den Weg nicht verliert. Wenn man unterwegs ist und ein Steintürmchen sieht, weiss man ist auf dem Weg zum Gipfel. Und auf dem Gipfel, jetzt in Schottland und so, ist es tatsächlich so, es ist einfach ein grösserer, so ein Steinhaufen, der heisst, jetzt bist du angekommen. Und wenn wir so Häuser sind, so Orte, so Menschen, die so sichere Orte sind für andere, sind wir immer ein Hinweis auf, du bist auf dem richtigen Weg, dorthin geht's. Aber es gibt einen Ort, wo du wirklich ankommst. Wir sind einfach eine Einladung, zusammen weiterzulaufen auf dem Weg. Wer die Predigt vom letzten Mal gehört hat, der Stefan hat das so schön erklärt am Anfang. Jesus ist der Weg. Manchmal ist es steinig, manchmal ist es neblig, manchmal ist es wunderschön, aber wir sind zusammen darauf unterwegs. Und das, was die Leute brauchen, ist Gottes Gegenwart. Und nicht deine Kompetenz und nicht meine Kompetenz. Ich glaube, wir sind wichtig. Wir sollen das geben, was wir haben. Aber schlussendlich ist das, was die Leute rettet, ist die Gegenwart von dem Gott, der alles im Griff hat. Jetzt, wenn du Jesus gern hast und du das willst machen, was er sagt, dann bist du so ein Haus, das auf Felsen steht. Und vielleicht schaust du dein Leben an und denkst, ja, vielleicht mehr eine Scheuer oder irgendwie vielleicht ein Stall. Spielt keine Rolle. Du bist ein sicherer Ort für Menschen. Egal, was du erlebt hast. Wissen die Leute um dich herum, dass du so ein sicherer Ort bist? Wissen die Menschen um dich herum, dass sie in deinem Haus praktische Hilfe bekommen oder weiterverwiesen werden an jemanden, der helfen kann und dass sie bei dir Jesus kennenlernen können, wenn sie das wollen? Und wenn sie es nicht wissen, warum wissen sie es nicht? Liegt es daran, dass du es selber eben nicht recht glaubst? Und dann kann ich dir garantieren, du bist falsch. Jeder Sturm, den du überlebt hast, jede Tragödie, die dein Leben zum Auseinandergehen gebracht hat, jedes Tal der Tränen, das du durchwandert hast, wenn du immer noch da bist und du immer noch den Gott anbeten kannst, dann steht dein Haus auf Felsen. Und dann brauchen wir dich. Weil dann bist du einer der sichersten Orte für Menschen. Wo meine Ehe fast auseinandersteht, habe ich unbedingt Leute gebraucht, die können sagen, ich weiss, wie das ist. Und nicht einfach jemand, der sagt, das haben wir noch nie erlebt. Auch diese Leute können helfen. Aber wenn du Sachen erlebt hast, die schwierig sind, auch wenn du es vielleicht nicht so gut gemeistert hast, wenn du mit Jesus dort durch bist und du bist immer noch da, dann bist du so ein sicherer Ort für Menschen. Und dann stell das Licht nicht unter den Scheffel. Versteck es nicht. Wir haben ein Lied, das wir an mich singen, das heißt «All my life you have been faithful». Mein ganzes Leben bist du treu gewesen. Und wenn wir das als Gemeinde singen, und manchmal stehe ich hin und schaue vor, und ich kenne so viele Geschichten von euch. Das ist übrigens eines der Vorrechte, wenn man Pastor ist von einer Gemeinde. Und ich weiss, durch wie viele schwierige Situationen eure Leben schon gegangen sind. Und ihr steht da und singt, du bist mein ganzes Leben treu gewesen. Das bläst mich an mich fast weg. Aber das ist der Felsen, wo wir drauf stehen. Und was du auch kannst, wenn du Schwieriges erlebt hast in deinem Leben, du weisst, wie praktische Hilfe aussieht und wie nicht. Du kannst wirklich helfen. Du weisst auch, was nicht hilft. Und, wirklich wichtig, nicht du musst die Leute retten. Wir müssen ihnen nur helfen, die Feuerwehr anzurufen und noch ein paar Sachen aus dem Haus holen. Wir dürfen sie weiterverweisen. Ob das ist an die Vineyard, wenn ihr merkt, hey, da braucht jemand wirklich Hilfe, wir haben gute Kontakte, wir können mit Leuten unterwegs sein. Ob das ist jemand, den du kennst, ob das eine amtliche Stelle ist, ob du jemanden, den du kennst, anrufst und sagst, ich weiss nicht, was ich machen soll, was würde helfen. Und schlussendlich ist die Frage von Jesus wirklich eine gute Frage. Was möchtest denn du, dass ich für dich mache? Manchmal wissen die Leute sehr genau, was sie möchten. Wissen die Leute, dass dein Haus so ein sicherer Ort ist? Und wenn nicht, könnte es daran liegen, dass du denkst, ich habe einfach zu wenig Zeit. Wir sind also beschäftigt. Aber wir sind gerufen, Jünger zu sein, Nachfolger von Jesus im Rhythmus von unserem Alltag. Ich bin sicher, egal was du machst, du hast mit Menschen zu tun. Und wenn es nur der Weg im Zug ist, du hockst neben Menschen. Warum nicht Jesus die Zeit bewusst hergeben und sagen, also gut, wie kann ich jetzt im Zug ein sicherer Ort werden für einen Menschen?
Und wissen die Leute, die regelmäßig mit dir arbeiten, dass du so ein Ort bist, wo sie praktische Hilfe bekommen und mit Jesus können Kontakt aufnehmen, wenn sie das möchten. Und wenn wir zu beschäftigt sind, liegt das manchmal schon auch daran, dass wir einfach zu beschäftigt sind. Und schlussendlich, wenn Leute nicht wissen, dass du ein sicherer Ort bist für sie und du das wie nicht sagen willst, könnte es daran liegen, dass du Angst hast, dich zu zeigen, weil Sünde in deinem Leben ist. Gibt es Sachen in deinem Leben, wo du sagst, hey, wenn die Leute das sehen, dann bin ich wirklich nicht ein guter Nachfolger von Jesus. Das ist der einfachste Hinderungsgrund. Sünde wird nämlich von Jesus vergeben. Und das heisst nicht, Fehler machen tun wir alle. Und da können wir die Leute in unser Leben einladen, weil die machen nämlich im Fall auch alle Fehler. Und die sind noch so froh, wenn sie sehen, dass wir als Christen nicht alles immer backen bekommen. Aber wenn Sünde in deinem Leben ist, Sachen, wo du aktiv gegen das machst, was Jesus möchte von dir, dann geh zu Jesus, bring sie in Ordnung, bitte um Vergebung. Nimm jemanden dazu, der dir Vergebung zuspricht und dann geh befreit weiter und erzähl dem ganzen Quartier, dass dein Haus ein sicherer Ort ist für Menschen. Weil dann ist er das. Das ist eigentlich das kleinste Problem. Dann bist du ein Nachfolger, wie all die Zöllner und Ehebrecher vor dir. Wer nicht weiss, von wem ich rede, sollte die Evangelien lesen. Im Markus steht, dass die ganze Stadt vor dem Haus von Petrus gestanden ist, weil Jesus da war. Sie haben gewusst, das ist ein sicherer Ort. Dort kann ich her mit meiner Krankheit, mit meinem Zerbruch. Ich wäre ein bisschen überfordert, wenn die ganze Stadt vor meinem Haus steht. Aber wenn wir alle, dort wo wir wohnen, so sichere Orte sind und die Leute in Gehdistanz so ein Haus haben, wo sie wissen, da könnte ich her. Weisst du, wie gut wäre das? Wissen die Menschen, dass du ein sicherer Ort bist, wo sie Hilfe bekommen und mit Jesus in Kontakt kommen. Wenn du das möchtest, habe ich dir 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die du machen kannst. Ich glaube, fang an beten dafür. Fang an beten, dass du aufmerksam bist, dass du die Momente verwünschst, wo Leute dich brauchen. Mich dunkt, seit ich in der Vineyard bin, das ist jetzt 13 Jahre her, und da haben wir angefangen mit dem Kirchen ohne Mauern, mit Menschen unterwegs zu sein. Mein Blick ist immer wieder schärfer geworden für Menschen, die am Rand stehen oder die Hilfe brauchen. Ich laufe anders durch die Stadt. Ich bin gestern durch die Mio gelaufen, habe ganz viele Leute gesehen, die ich kenne, habe aber auch einen Mann gesehen am Boden huren. Und dann muss ich nicht mehr lange überlegen. Dann nachher hure ich nebenan und sage, brauchst du Hilfe? Das ist genau das, wo das macht, wenn wir auch immer wieder darum beten. Das ist, manchmal geht es, manchmal nicht. Aber wir haben lange das Gebet betet, mach mich barmherzig, wie du barmherzig bist. Das macht etwas mit uns. Bet darum, dass du so ein Ort wirst für Menschen. Dann sei da. Egal wo du bist. Wenn du daheim bist, dann sei wirklich daheim. So dass auch die Leute dich vielleicht sehen. Ich sitze viel bei uns hin auf der Terrasse, dass die Leute sehen, ich bin da, dass man ein bisschen schwätzen im Vorbeigehen, dass wenn irgendjemand dringend aufs WC muss, mit einem grossen Spielplatz vorne dran, dass ich sagen kann, hey, darfst du kommen, ist gut, komm schnell rein. Sei da, wenn du im Zug fährst. Vielleicht heisst es wirklich am Morgen keinen Podcast hören oder am Abend, sondern umschauen. Vielleicht heisst es in den Zug laufen und Gott fragen, zu wem soll ich sitzen? Statt, Gott, bitte schenk mir ein freies Viererabteil. Als Gemeinschaft von Christen essen wir aktiv einmal im Monat voraus auf dem Spielplatz und laden alle Leute dazu ein. Wir wollen uns zeigen, die Leute sollen wissen, wer wir sind und wo sie Hilfe bekommen. Hey, und dann, sei echt, mich gibt es nur mit Jesus. Ich habe letztens eine muslimische Frau zu mir eingeladen, bin aber sehr ehrlich gewesen, habe gesagt, schau, ich lade dich ein, weil ich Jesus gerne habe. Sie darf nicht kommen. Sie hat gesagt, sie hat nachgeschaut, sie hat mit ihrem Mann geredet, sie darf nicht kommen, weil Jesus dort ist. Aber das ist es. Mich gibt es nur mit Jesus. Und wenn jemand das gar nicht will, also wir sehen uns regelmäßig sonst, wir sind in der Lebensmittelabgabe, sehen wir uns. Ich glaube, die Geschichte ist noch nicht fertig. Aber wenn jemand nur mich will, ohne Jesus, das geht nicht. Und das sollen die Leute wissen, weil es auch fair und ehrlich ist den Leuten gegenüber. Ich weiss gerne, woran ich bin mit Menschen. Und ich glaube, den Menschen um mich herum geht es genau gleich. Und dann, das finde ich persönlich immer wieder schwierig,
Sei bedürftig. Auch wir brauchen Hilfe. Frage für Hilfe. Bitte deine Nachbarn, dir zu helfen. Wenn du etwas brauchst, geh rufen bei deinen Nachbarn. Und nicht nur bei den Christen, sondern auch bei denen, die Jesus noch nicht kennen. Sag, ich brauche Eier, einen Taxidienst, jemanden, der hütet. Nimm Hilfe an von anderen. Es ist ein Zusammen mit Jesus. Und schlussendlich, das ist der nächste und letzte Punkt, lass dich überraschen. Hey, Jesus hat im Fall so Freude, wenn er darf, einfach dir Leute über den Weg schicken. Und er will das so gerne mit dir zusammen machen. Und er weiß, dass du das so gut wirst machen. Und dort, wo du es nicht gut machst, ist er Gott. Er ist stärker und grösser und mächtiger. Er kann unsere Fehler x-fach wieder in Ordnung bringen. Er will es mit uns zusammen machen. Zusammen mit Jesus. Unsere Welt braucht ihn. Und ich habe das nie so schön gefunden, den Gegensatz von dem, was in unserer Welt läuft und dem, was Gott gibt, wie in meinem neuen Lieblingsbuch. Und ich mache das nicht oft, aber ich habe eine mega Leseempfehlung. Der Tobias Haberl, Unterheiden, er ist Katholik, Spiegeljournalist, hat das Buch geschrieben, man findet ihn auch auf YouTube, ist er in Philosophie Gespräch gewesen. Und er schreibt auf so eine schöne Art über seinen Glauben und über Gott. Wir leben unseren Glauben nicht überall gleich, er und ich. Aber er macht eine Lesung in Olten und ich will garantiert jetzt in dem Mann kennenlernen. Weil wir gehören zu der gleichen Familie. Und ich werde euch zum Schluss das vorlesen, weil er es viel besser sagen kann als ich. Eines ist offensichtlich. Der Mensch, der von Gott nichts mehr wissen will, findet nicht, was er sucht. Die große Freiheit stellt sich nicht ein. Stattdessen neue Zwänge, neue Ängste, neue Süchte, Ablenkung statt Trost, kurzfristige Befriedigung statt dauerhafte Erlösung. Wie Kain nach dem Mord an seinem Bruder Abel muss er rastlos und ruhelos über die Erde ziehen und den tollsten Täuschungen hinterherjagen, um sich noch intensiver am Leben zu fühlen, während er panische Angst vor dem Sterben hat. Ein Wettrennen ohne Ziel mit lauter Verlierern. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt ohne Gott besser, schöner oder gerechter wäre. Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass viele unserer Probleme nicht über Nacht verschwinden, aber doch ihren Schrecken verlieren würden, wenn sich wieder mehr Menschen auf die funkelnde Gegenwelt Gottes einlassen würden, wo alles seinen Platz hat, was sonst an den Rand gedrängt wird, auch das Leise, Unsichere, Unscheinbare, wo andere Dinge zählen und andere Gesetze gelten, wo man aufrichtig hoffen darf, dass das Gute belohnt und das Böse bestraft wird, wo sich eine Liebe erfahren lässt, die von keiner Kränkung bedroht ist, wo man keine Angst vor dem Sterben haben muss, weil ein anderer vor 2000 Jahren für uns gestorben ist. Mein Glaube ist diese Gegenwelt, eine Unterbrechung des Alltags, ein Wechsel der Perspektive, eine Sphäre der Hoffnung. Das Ego hat Pause, in den Schatten gestellt von einem, der Ruhe und Kraft schenkt. Mega, oder? Das ist es. Ich habe schon viel zu viel gesehen im Leben, als dass ich noch die Hoffnung verlieren würde. Lasst uns Menschen sein, die der Welt zeigen, dass es auch anders geht. Und lasst uns Orte sein und Orte schaffen, wo Menschen die Erfahrung machen können, dass es eine Gegenwelt gibt, wo sicher ist, wo Hoffnung ist, wo Trost ist. Über den Tod aus. Dave, magst du noch ein bisschen spielen? Ich würde gerne schnell 2-3 Minuten nehmen, wo wir ruhig werden können und uns nochmal alles, was ich gesagt habe, durch den Kopf gehen lassen. Was sagt dir Gott gerade ganz persönlich für dein Leben? Und was ist dein nächster Schritt? Jesus, du hast mich gerettet. Und so viele da drinnen haben die gleiche Erfahrung gemacht. Und ich bin so überzeugt, dass du nur Gutes parat hast für jeden, der sich auf den Weg dir nachher macht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu Orten werden, wo Menschen den safe Space haben, den Ort, wo sie Hoffnung schöpfen können, wo Frieden ist, wo sie eine Pause machen können von den Stürmen vom Alltag. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu jedem persönlich redest. Was ist das, der eine Satz, das Bild, das wir mitnehmen?
in diese Woche? Welches Gebet? Welche Gedanken? Was wir in der Vineyard auch immer machen, jeden Sonntag und auch die Heime ganz oft, wenn Menschen irgendetwas haben, das nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn Krankheiten herum sind, Diagnosen, Zerbrochenheit auf irgendeine Art, dann ist eine Vineyard-Frage, darf ich gerade jetzt für dich beten? Weil wir glauben, dass wir nicht nur Hinweise sind auf den Jesus, sondern dass der Jesus jetzt da ist, mit seiner Kraft zum Heilen und zum Stärken. Und was wir machen, ist das, was wir können. Wir würden mega gerne für euch beten, für die krank sind, die gerne Gebet hätten. Und dann schauen, was Jesus macht. Wir sind nicht die heilen können, darum sind wir auch sehr entspannt da drin. Und lassen uns einfach überraschen von dem, was er macht. Und wenn du heute da bist und du hast Schmerzen oder irgendeine Diagnose oder eine Krankheit oder sonst etwas, wo du einfach merkst, ich hätte noch Gebet gebraucht, so kurz Powergebet, dann darfst du einfach die Hand aufhaben. Und dann würden rundum die Leute, wenn du das möchtest, würden zu dir kommen, dich fragen, ob sie dir die Hand auf die Schulter legen und für dich beten. Du schnell ein bisschen hinterher schauen, die beten wollen. Und schnell zueinander stehen. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du kommst in deiner Gegenwart. Vor deinem Haus sind alle versammelt und ich wäre auch dort. Und ich hätte auch das Dach abgedeckt, um zu dir zu kommen. Und es ist so gut zu wissen, dass du heute Morgen da bist. Und so spreche ich in deinem Namen heilig aus über Krankheit, Leben dort, wo es tötet, Licht dort, wo es finster ist, Freiheit dort, wo Sachen unter Zwang irgendwo angebunden sind, Liebe dort, wo Liebe schwierig ist und ganz viel Frieden dort, wo Unruhe herrscht. Komm du, Jesus. Und während ihr noch betet, würde ich gerne noch zusammen das Lied singen, das ich vorher erwähnt habe, das «All my life you have been faithful». Lasst uns das singen zusammen. Wenn du heute da bist, dann steht dein Haus auf einem Felsen. Fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God.
With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Wir beten zum Schluss noch das Gerechtigkeitsgebet für all die Orte dieser Welt, wo es nicht so ist, wie Gott sich das gedacht hat. Sprechen wir seine Gegenwart aus und mit aller Autorität, die er uns anvertraut hat, möchten wir das zusammen beten. Vater, im Namen Jesu, zerbrich die Macht der Tyrannen und Gewaltherrscher, der Unterdrücker und Ausbeuter und schaffe Recht den Elenden und Armen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Richte Gerechtigkeit auf in aller Welt und zeig du mir heute meinen Anteil daran. Amen. Und so segne ich euch für die Zeit, die kommt, mit der Güte und der Gnade vom Vater, mit der Liebe von Jesus und mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Möge der Friede von Gott in und um euch sein und er euch nahe sein. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Ganz einen schönen Sonntag euch.